Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu dem Q&A-Video. Ja, Leute, ich bekomme ja immer wieder im Stream auch dieselben Fragen gestellt, ja, weil natürlich viele aktuell gerade die letzten paar Wochen neu dazugekommen sind hier auf dem Kanal und deswegen habe ich jetzt nochmal ein neues Q&A-Video gemacht, wo ich die wichtigsten Fragen, die immer wieder kommen, beantworte und ihr euch das einfach anschauen könnt, wenn ihr mögt. Bevor wir jetzt reingehen ins Q&A, möchte ich noch ganz kurz was in eigener Sache sagen zu der Sache, wie ich mit Kommentaren umgehe. Also Kommentare hier auf dem Red Munich-Kanal beantworte ich nur von der Spielanalyse, ja, zu dem jeweiligen Spiel. Die beantworte ich dann in Videoform, heißt, ich gucke mir die Kommentare an, lese die vor und gebe euch dann eine Antwort im Video. Ja, nicht schriftlich, weil das einfach viel zu lange dauern würde. Alle anderen Kommentare von allen anderen Videos lese ich natürlich. Das merkt ihr bei sehr, sehr vielen Kommentaren daran, dass ihr ein Herzchen bekommt. Das mache nur ich. Ich habe hier keinen Moderator oder sonst was. Ja, die Mara ist hier noch, die auch Rechte hat. Die beantwortet aber keine Kommentare. Aber sollte da mal irgendwer irgendwo aus der Reihe tanzen, ich keine Zeit haben oder sowas, hat sie noch die Möglichkeit, diesen zu sperren. Aber ansonsten lese ich jeden Kommentar. Ich saug die Kommentare auch immer auf und nehme das dann mit in den Stream rein, wo ich dann immer so ein bisschen die Stimmung mitnehme. Montags und Freitags streamen wir ja auch. Ja, so ist, wie ich mit Kommentare umgehe. Nur als Info für die, die vielleicht neu hier auf dem Channel sind. Und da vielleicht auch nochmal der Hinweis zu den Kommentaren, weil ich auch zwischendurch mal was gelesen habe. Ja, hier werden ja Kommentare gelöscht, was soll das? Also erstens, wenn das so wäre, hast du Pech gehabt. Ja, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, wir sind hier nicht bei ich muss eure Kommentare stehen lassen, weil ihr das so wollt. Nee, wir sind hier beim Red Munich-Kanal, das ist mein Kanal, das ist also eine Diktatur. Und wenn ich meine, du bist ein Idiot, du schreibst irgendeine Scheiße, dann blende ich dich aus, das ist mir scheißegal, ob du dich dann gekränkt fühlst oder sonst was. Schreib einfach nicht irgendeine Scheiße, dann passiert sowas nicht. Aber ich lösche keine Kommentare, Leute. Ja, wie gesagt, ich lösche keine Kommentare. Wenn, blende ich die Leute aus. Das seht ihr auch, wenn ihr in meinen Videos, wenn ich das Video mache, ich beantworte eure Kommentare. Ist da irgendeine Hohlbirne bei, wird der direkt ausgeblendet. Dann kann der hier auf dem Kanal, kann er was schreiben. Ich weiß gar nicht, ob man noch schreiben kann. Auf jeden Fall wird es nicht mehr angezeigt. So, ich lösche keine einzelnen Kommentare. Wenn, blende ich Leute direkt aus. Ja, und das mache ich eigentlich auch nur, wenn man merkt, dass diese Leute auf ein Niveau diskutieren wollen, was unterste Schublade ist. Ja, dann werden die Leute ausgeblendet oder wenn sie beleidigend werden. Nicht nur mir gegenüber, ich habe da gar kein Problem mit. Wenn ich aber so eine Diskussion sehe in irgendeinem Verlauf in den Kommentaren und dann ist jemand, der den anderen beleidigt, dann blende ich den hier auf dem Kanal aus. Und wenn der vorher 50 Nachrichten geschrieben hat, die alle okay waren, wenn hier beleidigt wird, diskriminiert wird oder sonst was, blende ich euch einfach aus. Ja, da bin ich schmerzfrei, Leute. Gut, also wisst ihr, wie ich mit Kommentare umgehe. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein in das Q&A. Viel Spaß. Welche Social Media nutzt du? Ja, Thema Social Media. Ich nutze eigentlich kein Social Media, außer die Kommentare auf YouTube von euch. So, die lese ich. Beantworten tue ich sie in Videoform oder den einen anderen auch mal im kurzen Satz. Aber die lese ich alle auf meinem Kanal. Ansonsten habe ich mit Social Media nichts zu tun. Social Media ist für mich das Böse, ist der Abschaum der Gesellschaft. Ja, ich habe einen Instagram-Account, da findet auch was statt. Da macht die Mara so Shorts drauf, einfach um hier nochmal den einen oder anderen Abonnenten auf YouTube zu bringen, ja, weil man den Kanal nicht unbedingt so findet auf YouTube. Dasselbe auf TikTok und dasselbe, ich weiß gar nicht auf Facebook, ob da überhaupt irgendwas passiert. Ich habe diese Kanäle, auch Twitter, ich nutze sie aber nicht aktiv. Ja, wenn ihr mich auf Instagram oder so anschreibt, werdet ihr keine Antwort bekommen. Da hat auch noch die Mara Zugriff, da hat mein Schwager noch Zugriff, der das hier immer so schöne Bildchen machen kann und sowas. Einfach nur, um da ein bisschen Präsenz zu haben, um den einen oder anderen noch hier auf YouTube zu bringen. Ansonsten, ich nutze Social Media nicht. Erstens bin ich nicht dieser Mensch, der das mag, immer das Handy in der Hand zu haben und da irgendwie zu gucken, oh, habe ich eine neue Nachricht, bla, Sülz, das ist nicht meine Welt. Und zum anderen habe ich da keine Zeit und auch keine Lust zu. Ja, ich habe hier meine Bubble mit euch hier in den Kommentaren, mit euch auf dem Discord, ja, wo ich natürlich auch alles lese, auch wenn ich selten mich da an den Diskussionen dann beteilige. Ab und wann passiert das aber auch.
Das ist auch der einzige Weg, um das mal zu erwähnen, wie ihr mich erreichen könnt. Wenn ihr irgendwas habt oder irgendwas von mir wollt, schreibt mich über einen Discord-Server an. Das ist der Way to go. Alles andere, wie gesagt, auf allen anderen Social-Media-Plattformen bin ich nicht erreichbar. Zum Thema Social Media, ja, keine Ahnung, da müsste ich jetzt super weit ausholen, das ist hier fehl am Platz, müsste ich mal ein extra Video zu machen. Ich weiß nicht, ob das sinnig ist auf dem Bayern-Kanal. Von daher bin ich da unentschlossen. Aber Social Media ist halt einfach, wo sich jeder hinter irgendeinem Nicknamen auskotzen kann. Ja. Und viele Leute auch denken, dass sie anonym sind, was sie gar nicht sind. Das ist nochmal ein anderes Thema. Und das ist nicht meine Welt. Ja, ich mag das nicht. Und auch nicht dieses TikTok mit einer Aufmerksamkeitsspanne von 10 Sekunden und sowas. Das ist alles nicht meine Welt, Leute. Ja, ja, das beschreibt es eigentlich am besten. Wie alt bist du? Ja, Leute, wie ich gesagt habe, schon jetzt, ich bin 75er Baujahr. Je nachdem, wann ihr das Video seht, könnt ihr euch das ausrechnen. 13.8. habe ich Geburtstag. Natürlich der 13. Ja, Freitag der 13. ist natürlich der beste Tag, um Euro-Jackpot zu spielen. Ja. Arbeitest du im Homeoffice und/oder kannst du dir deine Arbeitszeit frei einteilen? Also, ich bin ITler. Ich arbeite im On-Site. Also meine Berufsbezeichnung ist On-Site-Systemingenieur. Ich bin am Ende des Tages ein ITler, der für einen Standort da ist, für ein Logistikzentrum, wo ich dafür zur Sorge tragen habe, dass die Arbeitsplätze laufen, dass das Netzwerk läuft. Da gibt es noch einen Bürotrakt, dass die Bürosachen laufen, dass irgendwelche Überwachungskameras auf Fernseher übertragen werden und. Das ist mein Beruf, den führe ich eigentlich, wie der Name schon sagt, on-site aus, also beim Kunden direkt. Also ich arbeite nicht für den Betreiber dieses Logistikzentrums, sondern ich arbeite für eine Firma und die Firma macht quasi den On-Site-Support oder generell den IT-Support für verschiedene Standorte auf der Welt. Und ich arbeite halt beim Standort, der bei mir in der Nähe ist. Bin dafür zuständig und in der Regel ist es so, oder war es auch am Anfang so, wo ich den Standort aufgebaut habe. Der ist jetzt noch nicht so alt. Vorher war ich am anderen Standort, den ich auch aufgebaut hatte. Also ich habe schon 2 Standorte aufgebaut. Und normalerweise ist das so, dass man vor Ort ist, ein Büro hat, aber da mittlerweile immer mehr in die Cloud wandert, ja, und man relativ oder die Präsenz nicht mehr so gegeben ist, dass man ständig vor Ort sein muss, und der Kunde das Büro für andere Zwecke nutzen wollte, hat der Kunde dann vorgeschlagen, dass ich das Ganze vom Homeoffice aus mache, da ich nur 20, 25 Minuten Fahrzeit habe zum Standort hin. Ist das jetzt seit, ich weiß gar nicht, 3 Monaten so, dass ich im Homeoffice bin. Während der ganzen Corona-Phase war ich zum Beispiel nicht im Homeoffice, da war ich durchgehend vor Ort. Jetzt bin ich im Homeoffice und wenn ein Auftrag reinkommt, ein Ticket reinkommt, irgendeine Störung oder sowas, fahre ich halt hin, behebe das und fahre dann wieder nach Hause und bin dann wieder zu Hause. Meine Arbeitszeit ist von 9 bis 17. Ja, das ist aktuell mein Job. Wie lange dieser Job noch geht, vielleicht da ein ganz kurzer Exkurs. Wie gesagt, es wandert immer mehr in der Cloud und so weiter. Wahrscheinlich wird mein Job irgendwann, vielleicht schon Ende des Jahres wegfallen, und ich werde mich umorientieren müssen. Könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, aber da gehe ich die Sache sehr locker an. Ich bin ITler mit mehrjähriger Berufserfahrung. Also ich habe keine Probleme, dann irgendwas Neues zu finden. Ob man natürlich dann wieder sowas findet, was man gerade hat, wird man sehen. Aber da gehe ich locker mit um. Du hast schon mal erwähnt, dass Dortmunder auf deiner Arbeit sind. Was arbeitest du und wie viele Kollegen hast du da? Ja, was ich arbeite, habe ich ja schon beantwortet. Kollegen habe ich jetzt in meinem täglichen Alltag eigentlich gar keinen. Ja, ich bin, wie ich schon sagte, alleine für den Standort verantwortlich. Ich habe natürlich Kollegen auch in der Firma. Unsere Firma ist jetzt, ich glaube, bei 70, 80 Mitarbeitern, irgendwie sowas um den Dreh. Wo ich angefangen habe bei dieser Firma, waren es noch nur um die 20. Vor Ort, wo ich halt den Standort betreue, sind natürlich ganz, ganz viele. Wie gesagt, das sind 200 bis 300 Arbeitsplätze. Die sind nicht immer alle in Belegung, je nachdem, was los ist. Aber mit denen habe ich eigentlich nichts zu tun. Ansonsten so die mit den Vorarbeitern, Schichtleitern und sowas, das ist mit den Leuten, denen ich was zu tun habe. Das sind vielleicht auch so 20 roundabout. Und ja, ich wohne halt in der Nähe von Dortmund. Ich wohne aktuell in Aalen, das ist ja kein Geheimnis.
Bin geborener Hammer, also 30 Kilometer von Dortmund entfernt, bin da aufgewachsen und ja, das ist, was ich dazu sagen kann. Und deswegen halt viele Dortmunder, Schalker und so weiter um mich herum und weniger Bayerner. Was machst du beruflich und wie ist dein Technikaufbau für deine Videos? Sprich, was für Technik benutzt du? Ja, beruflich bin ich ITler. Ich bin On-Site-System-Engineer. Ich arbeite für ein IT-Systemhaus, welches dann den Support für ein weltweit tätiges Logistikunternehmen bereitstellt. Und da betreue ich halt einen Standort. Ich habe diesen Standort aufgebaut. Ich war also von Tag 1 mit dabei. Ich habe davor auch einen anderen Standort schon aufgebaut. Und ja, ich bin der einzige ITler da vor Ort. Ich bin der einzige Ansprechpartner, wann immer da irgendwas ist. Da sind am aktuellen Standort roundabout 250 Arbeitsplätze an Kommissionieren und so weiter und so fort. Wo halt Rechner stehen, wo die User über SAP Sachen machen, wo Scanner-Geschichten sind und so weiter und so fort. Natürlich gibt es auch einen Bürotrakt, wo Büros sind. Bin ich natürlich auch der Ansprechpartner für sämtliche Dinge, für Drucker und so weiter und so fort. Es gibt Überwachung, Kameras, die auf Fernsehen dargestellt werden und so weiter und so fort. Also alles, was man so als an so einem Logistikzentrum Standort an Technik, IT-Technik da ist, betreue ich. Ja, auch natürlich, wenn Netzwerkfehler da sind und so weiter. Allerdings muss man sagen, netzwerktechnisch machen wir jetzt von unserer Firma nicht mehr so viel vor Ort, weil das ausgesourced wurde. Aber ich habe natürlich einen MCSE-Schein, wer sich da ein bisschen auskennt. Aber eigentlich ist das gerade nicht wirklich vonnöten. Wie gesagt, ich bin der erste Ansprechpartner, delegiere dann Dinge weiter, die nicht in meiner Verantwortung sind. Und ansonsten löse ich natürlich die Sachen, die in meiner Verantwortung sind. Ja, das ist mein aktueller Job. Den habe ich jetzt ich überlege, 2018, glaube ich, seit 6 Jahren bin ich jetzt in dieser Firma. Vorher war ich jahrelang im Vor-Ort-Service tätig. Bedeutet, ich habe viele Firmen angefahren, ab und wann auch mal einen Privatkunden. Das war im Dell Vor-Ort-Service. Das kann man ja ruhig sagen. Ja, das habe ich einige Jahre gemacht. Ansonsten IT-technisch habe ich sonst auch noch ganz früher mal in so einer ganz normalen PC-Schmiede angefangen. Ja, wieder so der Werdegang halt ist, ne? Ansonsten vielleicht noch beruflich. Ich habe mal ganz früher eine Ausbildung als Tischler angefangen. Die habe ich nur ein halbes Jahr gemacht. Die habe ich abgebrochen, weil das ein scheiß Unternehmen war. Habe dann ja später eine Ausbildung zum Industriemechaniker auf der Zeche Heinrich Robert gemacht. Deswegen auch das Glück auf an alle, die es interessiert. War da halt, habe meine Ausbildung gemacht, 3,5 Jahre, war da beim Bund, da gab es noch Wehrdienst, dann war ich noch mal ein Dreivierteljahr auf der Zeche tätig, unter Tage natürlich auch. Dann ging das schon los mit den Zechenschließungen und dann gab es einen Aufhebungsvertrag und dann bin ich da weg und dann habe ich halt eine Umschulung zum ITler gemacht. So, das ist der Werdegang. Zu meiner Technik. Ich blende euch einfach mal die Hardware-Komponenten einmal in der Liste ein. Wie gesagt, die seht ihr auch auf Twitch. Ansonsten mache ich das Ganze hier am Rechner, ja, der für Gaming ausgelegt ist. Ich nutze aktuell das Sennheiser Profile USB-Mikrofon. Bin ich sehr mit zufrieden. Vorher habe ich jahrelang das Rode Podcaster genutzt. Hab ganz viele Mikrofone ausprobiert, aber alles halt über USB aktuell. Hab natürlich auch hier Mikrofonarm und so gehabt. Das will ich aber nicht mehr, weil dann immer das Mikrofon hier so im Bild ist und das. Ja, ich weiß, gehört irgendwo dazu. Ich fühle das nicht. Deswegen habe ich mich für diese Sennheiser entschieden, weil das steht vor mir auf dem Tisch. Ja, es ist nicht im Sichtfeld, dass ihr das seht. Und ich denke, ich bin einigermaßen gut zu verstehen. Aber ja, na klar, wird da vielleicht im Laufe des Jahres, je nachdem, wenn der Kanal natürlich wächst und so weiter und man ein bisschen mehr Spielraum hat, kann man dann natürlich auch dann daran denken, das dann noch ein bisschen zu professionalisieren, was den Ton anbelangt. Aber ich bin so erstmal eigentlich zufrieden. Wie lange machst du den Kanal Red Moni schon? Ja, den Kanal Red Monich, lasst mich kurz schauen, betreibe ich seit dem 24.06.2019. Beziehungsweise ging da das erste Bayern-Video hoch, Mats Hummels Wechsel und unsere bisherigen Transfers.
Da muss ich aber ein bisschen was zu sagen. Früher hieß der Kanal halt nicht Red Moonies, sondern Zagos Quatscht. Ja, war halt der Ableger von meinem Gaming-Kanal, Zagos Kanal, den ich seit 4.3.2017 betreibe, beziehungsweise ging ja das erste Video live, also fast 7 Jahre. Der Kanal dann jetzt hier bald fast 5 Jahre, aber den habe ich erst, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann, ich müsste nachgucken. Da haben wir so roundabout vom Jahr nur noch rein auf dem FC Bayern Content umgestellt. Vorher war es so ein Mix-Kanal. Ich habe immer im FC Bayern natürlich dasselbe gemacht wie jetzt auch, gequatscht. Ich habe aber auch mal über das eine oder andere Game ein bisschen was erzählt. Ich habe auch mal so ein bisschen aus meinem Leben erzählt, zu ein paar Themen meine Meinung gesagt, so eine Geschichten, ja, bis ich den dann irgendwann komplett nur auf dem FC Bayern umgestellt habe. Ja, das ist, was ich zu den nackten Daten sagen kann. Rechnet sich durch die höhere Abozahl jetzt deine YouTube-Arbeit Aufwand, Erlös? Ja, ob sich meine YouTube-Arbeit Aufwand Erlös rechnet, so denke ich halt nicht. Ja, das ist für mich kein Aufwand. Ja, wenn es so knapp auf Arsch ist, wie wenn wir freitags abends spielen und schon wieder dienstags, dann ist es schon mal knapp, weil ich ja viele Formate habe. Dann ist das schon mal ein stressiger Montag, was YouTube anbelangt, keine Frage. Plus den Stream, der montags ist, kann das schon mal ein bisschen stressig sein, aber es ist kein Aufwand für mich. Also wenn ich irgendwann das Gefühl hätte, dass es Aufwand wäre, würde ich das Ganze nicht betreiben, es sei denn, es wäre mein Job. Es ist aber nicht mein Job. Ne? Ich arbeite ganz normal 8 Stunden am Tag. Das ist mein Hobby. Und ob sich das Ganze rechnet, weiß ich nicht. Das muss immer jeder für sich sehen. Ne? Ich kann euch gerne die Zahlen sagen. Ich habe im letzten Jahr, also 2023, habe ich einen Umsatz auf YouTube gehabt von 2.538,76 €. Gut, das Ganze wird versteuert, da gehen 50% von weg, so grob über den Daumen. Bedeutet, ich habe ja 1.275 oder 80 Euro im ganzen Jahr verdient, wenn man das so nennen möchte. Ja, könnt ihr euch ausrechnen. Ne? Das ist ein Huni im Monat. So. Ja, das ist natürlich, dieses Jahr wird es ein bisschen mehr sein, allein weil der Kanal nochmal gewachsen ist und natürlich, weil ich natürlich auch Twitch mache und dann natürlich auch ein paar Leute den Primey dalassen, was übrigens kostenlos ist, oder mich ein paar Leute bei Ko-fi unterstützen. Natürlich wird das dieses Jahr ein bisschen mehr sein, aber das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ja, natürlich war jetzt so ein kleiner Peak jetzt im Februar, weil wir in einer Woche 3 Niederlagen hatten. Das seht ihr dann allein an den Aufrufzahlen. Da ist natürlich dann ein Peak und das Ganze richtet sich nun mal nach Aufrufzahlen und nach Werbung, die geschaltet ist auf YouTube. Und ja, von daher wird das nächste Jahr natürlich ein bisschen anders aussehen. Aber das wird natürlich auch wieder abflachen und dann hast du die Sommerpause und so, wo wenig los ist und so weiter und so fort. Also das kann ich nicht vorhersagen. Muss ich auch nicht, weil, wie gesagt, ich davon nicht lebe. Ja, ich habe einen ganz normalen Job. Und nochmal, wenn ich das als Aufwand sehen würde oder mit dem Hintergedanken sage, ja, ich mache das jetzt, um Geld zu verdienen, dann wäre es, glaube ich, auch nicht so, wie es ist. Ja, also, nee, das habe ich nicht. Traust du dich zu sagen, wie viel du mit dem ganzen Kram durchschnittlich im Jahr verdienst, oder magst du dich wenigstens in eine Gehaltsgruppe, Beruf einordnen? Ja, habe ich ja schon beantwortet in 'ner anderen Frage. Wie gesagt, im letzten Jahr war es jetzt mit dem YouTube-Kanal 2.500 € Umsatz. Ähm, davon kann man nicht leben, ja. Ich arbeite ganz normal, ja. Es ist nicht mein Beruf, YouTube zu machen. Ja. Das sollte klar sein und ne, ich habe da gar kein Problem mit. Ich mache eigentlich auch immer Ende des Jahres ein Video auf meinen Kanälen oder auf meinen aktiven Kanälen, wo ich, dann auch zeige, was ich verdient habe, wie die Aufrufe waren, ob es besser war, ob es schlechter war und so weiter und so fort. Das mache ich eigentlich immer, da bin ich recht transparent, habe da auch kein Problem mit. Ja, das dazu. Warum ist der Kanal gerade jetzt so stark gewachsen, nur weil der FC Bayern so schlecht spielt? Hast du ein Ziel oder Wunsch für deine Kanalgröße? Der Kanal ist jetzt gerade so gewachsen, weil der FC Bayern so schlecht spielt. Dasselbe habe ich letztes Jahr schon mal gehabt, wo das Ganze mit Nagelsmann war. Wenn der FC Bayern, der große FC Bayern, verliert, wenn der Favorit strauchelt, dann ist doch klar, dann will sich doch jeder irgendwie dann daran ergötzen, dass da irgendein Bayern-Fan ist, der rumheult oder sonst was. Ja, das
Gibt es hier natürlich auf dem Kanal nicht, ja. Auch wenn der ein oder andere hohle Mensch das vielleicht dann so interpretiert, wenn man hier ein bisschen kritischer ist. Aber ich habe ja auch schon ganz, ganz viele Kommentare gehabt, die gesagt haben, oh ja, ich bin gekommen, um mich in dem Elend des FC Bayern-Fans zu suhlen und bin dann geblieben, weil deine Art und Weise gut ist. Ja, das ist eigentlich immer so das schönste Dope, was ich lesen kann irgendwie. Ziele, nee. Was soll ich für Ziele haben, Leute? Ich habe das hier, wie gesagt, ich mache das seit 5 Jahren, knapp 5 Jahre. Ich habe das für 100 Klicks ohne Kommentare gemacht. Ich kann mal kurz gucken. 2 Kommentare, 3 Kommentare, 58 Aufrufe, 2 mag-ich-Bewertungen. Ja, und ich habe es trotzdem weitergemacht, weil es einfach für mich gut war, mich nach dem Spiel hinzusetzen und mir das von der Seele zu reden, wie ich das sehe. Das hat mir persönlich geholfen, damit besser umzugehen. Aber Ziele jetzt, wir haben jetzt 5000 Abonnenten erreicht. Vielen lieben Dank an dieser Stelle erstmal dafür und natürlich auch an dieser Stelle mal vielen lieben Dank für den absolut kranken Support, der teilweise da ist, ja. Aber Ziele habe ich natürlich nicht, ja. Natürlich, ja, könnte ich mich jetzt hin sagen, ja geil, ich habe 100.000 als Ziel, oder ich habe 1 Million als Ziel und will hier den goldenen YouTube-Button an die Wand hängen. Leute, dafür bin ich viel zu polarisierend und viel zu meinungsstark. Ja, man wird als meinungsstarker YouTuber halt immer nur so einen begrenzten Teil erreichen können. Ja. Auch allein an Bayern-Fans. Klar gibt es super viele Bayern-Fans auf dieser Welt, aber ganz, ganz wenige Bayern-Fans sind ja erstmal so tief drin in der Materie und sehen dann den Fußball auch immer ein bisschen kritischer. Das hat natürlich auch was mit dem Alter zu tun und so weiter. Aber deswegen werde ich nie in diese Sphären vorstoßen und das ist auch völlig okay. Ja. Dass ich überhaupt 5000 Abonnenten jetzt hier auf YouTube habe, ist für mich absolut krank, wenn ich mir dann manchmal so mich hinsetze und denke, alter Betty, stell dir mal vor, jetzt wären hier 5000 Leute. Und gerade auf diesem Kanal ist es ja so, dass ich sogar noch mehr Views auf den Videos habe oder dass ich auf Videos, die vielleicht nur so ein Teil interessieren, sind trotzdem 1000, 2000 Views drauf, ja. Das ist ja krank. Auf meinem Gaming-Kanal habe ich fast 6000 Abonnenten und da habe ich 50 Views auf Videos, ja. Von daher ist das wirklich krank und Ziele habe ich nicht. Natürlich wäre es schön, keine Ahnung. Es würde irgendwann komplett durch die Decke gehen und ich könnte mich hier hinsetzen und könnte sagen, ja, alles ist gut. Ich brauche meinen Arsch nicht mehr auf die Arbeit bewegen. Ich mache jetzt hier YouTube, indem ich über den FC Bayern quatsche. Ja, wer würde da Nein zu sagen? Ja, aber das ist nichts, woran ich denke oder mir Gedanken mache oder ja, und schon gar nicht, wenn man in diesen Bereichen ist, wo ich gerade bin. Ja, also da muss man sich nichts vormachen. Das würde bei mir auch nicht passieren. Ja. Nee, Ziele habe ich nicht. Ich bin für alles dankbar, was passiert. Ist natürlich traurig, dass es aus diesen negativen Situationen entsteht. Aber da vielleicht mal ganz kurz, wie ich das sehe. Das Ding ist halt, der YouTube-Algorithmus ist eine Bitch. Ja, ist genauso wie die Presse ist genauso wie unsere heutige Gesellschaft ist. Drama, Skandale ist das, was Leute lesen wollen. Leute wollen nicht lesen, ach guck mal, da ist jemand, dem geht's gut. Das interessiert keine Sau. Leute wollen lesen, ach guck mal, da liegt einer in der Gosse, da treten wir nochmal rein und wir fühlen uns so überlegen, weil wir besser sind, bla, Sülz. So, das ist unsere Gesellschaft. Und das spiegelt YouTube wieder, ja. Und wenn es beim FC Bayern nicht läuft, bekommen alle FC Bayern-Videos eine Menge mehr Klicks, wie ich gerade schon gesagt habe, weil Leute dann irgendwelche Bayern-Fans sehen wollen, die leiden. Und dadurch kommt man in einen anderen Algorithmus, dadurch wird man anderen Leuten vorgeschlagen. Ansonsten findet dich halt einfach keine Sau auf YouTube. Ja, das ist so das große Problem. Das ist auch das Problem, was ich jahrelang hatte. Wie gesagt, ich mache diesen Content jetzt hier seit knapp 5 Jahren. Ich mache das nicht jetzt erst seit 3 Monaten oder sowas, ja. Und das ist so das Thema, ne? Aber nochmal, Ziele, nö. Wünsche, nö. Ich nehm's, wie es kommt. Ja, vielleicht ist auch in einem Jahr sitze ich hier und es gucken nur noch wieder 100 Leute zu, weil, keine Ahnung, den Leuten mir meine
Art und Weise auf den Sack geht oder sonst was. Kann doch alles sein. Und dann ist das so und dann ist das fein. Deswegen genieße ich den Moment, ja, und lebe nicht irgendwie in irgendeiner Traumvorstellung oder sowas. Ja. Werden deine Videos nur für Leute sein, die dafür bezahlen? Nein, natürlich werden meine Videos nicht für Leute sein, die dafür bezahlen oder die nur dafür bezahlen. Also es gibt hier kein Video, was ihr nicht sehen könnt, wo ihr irgendwie dafür bezahlen müsstet. Also meine Videos, die ich mache, die sind für jeden einsehbar. Ja. Die Leute, die mir gönnen wollen, die machen Daumen, gucken sich den Werbespot an, der vorm Video läuft. Die Leute, die nicht gönnen, hauen einen Werbeblocker rein, alles ist gut. Habe ich gar kein Problem mit. Ansonsten ist jedes Video von jedem sichtbar. Es gibt natürlich eine Ausnahme, das ist, ich mache jeden Freitag nochmal ein Video, wo ich nochmal explizit die Kommentare von den Kanalmitgliedern in Videoform bearbeite, so wie ich es mache mit ich beantworte eure Kommentare bei den Spielanalysen für jeden. Mache ich dann nochmal explizit für die Kanalmitglieder, wo ich dann die Kommentare nochmal drauf eingehe, wo ich vielleicht auch mal ein bisschen weiter aushole, ja, wo ich ein bisschen was Privates vielleicht auch ein bisschen mit erzähle. Das ist alles, ja. Und das mache ich nur, weil es aktuell halt gerade so läuft beim FC Bayern, dadurch eine Menge Kommentare da sind und ich einfach nicht die Zeit habe, diese ganzen Kommentare zu beantworten, ja. Und ich schon der Meinung bin, wenn jemand mich hier unterstützt mit einer Kanalmitgliedschaft, dann hat das auch auf jeden Fall verdient, dass ich seine Kommentare nochmal gesondert beachte und beantworte. Ja. Das ist mir persönlich halt wichtig und deswegen habe ich das jetzt eingeführt vor 2 Wochen. Das ist aber auch das Einzigste und das wird auch das Einzigste sein. Ja. Ihr braucht hier keine Angst haben, dass hier irgendwann Content kommen wird, wo es heißt, den können nur Kanalmitglieder sehen. Ja, das wird nicht passieren. Ja, es kann mal sein, wenn ich irgendwie ein Video plane, ja, wenn ich ein Video fertig habe, ich habe es schon hochgeladen, ich plane es aber erst in 2 Tagen zu veröffentlichen, dass dann die Kanalmitglieder schon mal 2 Tage vorher da Zugriff drauf haben. Ja, das kann schon mal vielleicht passieren in der Zukunft, aber mehr auch nicht. Ja, es wird niemals so sein, dass ihr hier zahlen müsst, um irgendeinen Content von mir zu sehen. Das wird nicht passieren, Leute. Das kann ich euch versprechen. Da könnt ihr auch jederzeit mich an diesen Worten, die ich jetzt hier gerade gesagt habe, messen. Hast du noch andere YouTube-Kanäle? Ja, ich habe natürlich noch andere YouTube-Kanäle. Ich habe noch meinen Zagos-Kanal, wo Gaming drauf stattfindet, mal mehr, mal weniger, auch der ein oder andere Livestream, aber hauptsächlich Livestream dann auf dem Zagos Twitch-Kanal. Ansonsten habe ich noch meinen 7 Ways to Die, wo ich 7 Days spiele und auch mit der Mara mal zusammen, ja, im Duo, auch ein Livestream oder ein paar Folgen. Und dann habe ich noch meinen Herr der Ringe Online-Kanal natürlich, wo es um das Spiel Herr der Ringe Online geht. Auch da mal mehr, mal weniger, je nachdem wie die Zeit da ist. Das sind noch meine anderen 3 YouTube-Kanäle. Die sind auch hier auf dem Red Munich-Kanal verlinkt. Falls ihr da Interesse dran habt, schaut da einfach mal vorbei. Ja, das ist, was aktuell da ist. Ich habe für die Zukunft auch noch 1, 2 Ideen vielleicht, aber aktuell bin ich sehr gut ausgelastet mit dem Red Munich-Kanal hier und das ist gerade schön, weil es super Spaß macht, weil so viel Interesse und Beteiligung da ist. Von daher sind die Gaming-Kanäle ein bisschen in den Hintergrund gerückt und man wird sehen, ob in Zukunft vielleicht noch für das ein oder andere Format, was jetzt nichts mit Gaming zu tun haben wird, vielleicht noch ein YouTube-Kanal irgendwie mal am Start kommt oder nicht. Aber das hat erstmal keine Priorität, sind nur Gedankenspiele und ja, hat auch dann nichts mit Fußball zu tun. Wie kam es, dass du Bayern-Fan geworden bist? Ja, das kann ich euch gar nicht sagen. Ja, ich kam auf die Welt und war Bayern. Anders kann ich nicht beschreiben. Also, ich habe es schon mal im Stream oft genug gesagt. Seitdem ich denken kann, seitdem ich irgendwas mit Fußball am Hut habe, bin ich FC Bayern-Fan und das zu einer Zeit. Ich bin ein geborener Hammer, ich bin in der Nähe von Dortmund aufgewachsen. Zu meiner Zeit, 75er Baujahr bin ich. Da gab es keine Bayern-Erfolgsfans. Ja, da gab es nur Dortmunder und Schalker um mich herum und ich bin da als Bayern-Fan aufgewachsen. Also das war jetzt nicht so, dass man sagt, jo, hast du dir ausgesucht, weil du Erfolgsfan bist oder sowas. Nee, ich kann es euch nicht sagen. Ich habe es schon mal erzählt, meine Mutter war Bayern-Fan, mein Vater war Schalker. Ähm,
Es wurde mir in die Wiege gelegt von meiner Mutter. Das ist, wie ich sagen kann. Wenn du Bayern-Fan bist, kommst du doch sicher auch aus München, oder? Nee, ich komme nicht aus München. Ich habe es ja schon gerade gesagt. Ich bin geborener Hammer. Das ist 30 Kilometer von Dortmund entfernt. Und ja, ich denke, man muss mal von dem Klischee wegkommen. Ich weiß, dass es immer noch viele gibt, die so denken, ja, aber du kannst kein richtiger Bayern-Fan sein, wenn du nicht geborener Bayer bist oder nicht geborener Münchner, bla, Sülz. Genauso gibt es ganz, ganz viele Fans, die sagen, richtige Fußballfans aus München sind nur 60er. Leute, lasst die Leute da geboren sein, wo sie geboren sind. Lasst sie die Hautfarbe, Ethik und sonst was haben, wie sie sind. Und lasst sie den Fußballverein lieben und leben, den sie gerne wollen. Ja, scheißegal, ob du aus dem Ruhrpott kommst, aus dem Osten, aus dem Westen, aus dem Süden, aus dem Norden oder sonst woher. Das sollte alles keine Rolle spielen. Ja, ich denke, jeder, der den Kanal hier verfolgt, sollte merken, dass ich nicht ein 0815-Fan bin, ja, dass ich für den Verein lebe und brenne und das als nicht geborener Münchner. Ja, ich fühle die Stadt München richtig hart. Ja, ich fühle die Mentalität der Bayern. Ja, ich liebe es, wenn ich 1, 2 oder 3 Wochen mal da unten bin und fällt mir immer schwer, wieder wegzufahren. Aber ja, ich bin geborener Ruhrpottler. Ja. Und trage den FC Bayern im Herzen, auf der Haut und im Kopf. Und das ist gut so. Und grämt euch nicht oder lasst euch von irgendjemand einreden, wenn ihr nicht aus Bayern kommt, dass ihr nicht das Recht habt, Bayern München-Fan zu sein. Ja, also wer das heute, auch gerade in der heutigen Zeit noch denkt, der ist eh fertig. Ja, also früher, wo ich groß geworden bin, war das alles noch ein bisschen extremer, aber ich glaube, heute ist das auch gar nicht mehr so extrem. Ne? Und ja, guckt euch an, wir sind der mitgliedsstärkste Verein und da könnten wir ja gerne mal eine Statistik beim FC Bayern anfordern, wie viele Mitglieder denn aus Bayern kommen. Ich denke, das ist nur ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz. Und mehr gibt's da auch nicht zu sagen. Was bedeutet für dich Mir san mir? Was bedeutet für mich Mir san mir? Das ist schwer, das ist ganz schwer. Das ist eigentlich ein Gefühl, ja, würde ich es beschreiben. Und was es immer aus meiner Sicht für 'n Verein bedeutet hat, war immer dieses: „Ja, wir sind der FC Bayern. Ja, wir haben einen Leistungsdruck. Ja, wir wollen jedes Jahr Titel gewinnen, aber trotzdem sind wir irgendwo familiärer Verein", ja? Und keine Ahnung, erinnert euch an Ribéry, wie der unterstützt wurde, erinnert euch noch weiter zurück, Sebastian Deißler, wie problemlos damit umgegangen wurde von Uli Hoeneß Seite. Ähm, FC Bayern Hilfe e.V., die Franz-Beckenbauer-Stiftung und so weiter, ja. Wer sich da mal ein bisschen mit auseinandersetzt. Natürlich ist Fußball nur noch ein Business und natürlich hat sich das alles ein bisschen verändert. Das war früher alles noch ein bisschen besser. Natürlich ist uns das Mir san mir super abhanden gekommen durch den ganzen, ja, sollen wir sie Söldner nennen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber einfach durch die Leute, die nur bei uns sind, weil wir der Verein sind, der diesen Spielern am meisten gezahlt hat. Ja, deswegen sage ich auch immer, wir müssen davon wieder weg. Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir Spieler im Verein haben, die beim FC Bayern spielen wollen, weil es der FC Bayern ist. Ja, und nicht, weil es da 1 Million mehr zu verdienen gibt wie irgendwo anders. Da müssen wir wieder hinkommen und dann wird man auch wieder dieses Mir san mir Gefühl fühlen. Und dieses Mir san mir Gefühl ist halt auch durch die dramatischen Niederlagen entstanden. Ja, zumindest bei mir. Wenn du gegen Manchester United im Champions League Finale innerhalb von 3 Minuten ausscheidest, und dann trotzdem wieder aufstehst und weitermachst, ja, das sind die Momente, die dich prägen, ja. Immer diese Leute, die sagen, der FC Bayern ist ja nur auf Erfolg gegründet und die wissen gar nicht, was Abstiege bedeuten und was Schmerzen bedeuten und so. Doch, wissen wir auch, nur vielleicht auf einem anderen Level. Ja, das ist vollkommen klar. Und da ist dieses Gefühl entstanden. Ich glaube, dieses Gefühl, wir können ja viele an Uli lästern, aber das ist schon so auf Ulis Mist gewachsen.
Dass das Mir ist an mir dann irgendwann nur so ein, wie in Dortmund wahre Liebe, so ein Slogan geworden ist. Ja, das ist halt das Business, aber das muss jeder für sich selber interpretieren. Ja, für mich ist Mir ist an mir einfach ein Gefühl. Ja, das Gefühl, ähm, also jedes Mal, wenn ich im Stadion bin, gerade auswärts, nehmen wir mal auswärts als erstes, auswärts. Lassen wir mal die Arena erstmal weg. Auswärts, ich habe ganz, ganz selten wirklich mal irgendeinen Idioten im Fanblock gehabt. Ja, ähm, ich verstehe mich mit jedem eigentlich in der Kurve super. Ich habe super viele nette Menschen kennengelernt. Irgendwo aus Frankfurt jemand, irgendwo im Zug, wenn wir 8 Stunden im Zug sitzen und nach München fahren und so weiter und so fort. Ähm, Das ist so ein bisschen auch dieses Mir san mir, ja. Der Fußball verbindet, das ist bei jedem Verein natürlich so. Mir san mir ist aber auch so ein bisschen einfach dieses Lebensgefühl, wenn man in Bayern ist, ja. Ich weiß nicht, wer das vielleicht können die Bayern das gar nicht so nachvollziehen, weil sie das Lebensgefühl dauerhaft haben. Aber wenn du so aus dem Ruhrpott nach Bayern fährst und da Urlaub machst oder Zeit verbringst, ähm, boah, es ist so viel angenehmer, ja, aus meiner Sicht. So viel angenehmer. Ähm, ja, es ist ein Gefühl, ja, und natürlich auch dieser Erfolgshunger, diese gewisse natürliche Arroganz, die uns ja immer vorgeworfen wird, womit ich kein Problem habe. Eine natürliche Arroganz im Leistungssport gehört für mich vollkommen dazu. Ähm, Ja, das ist Mir san mir. Ich kann es nicht irgendwie in 2, 3 Sätzen beschreiben, ja. Ähm, Wenn ich es auf Vereinsebene noch mal in 2 Sätzen beschreiben müsste, wäre es einfach dieses Familiäre, trotz dieses Leistungsdruck und dieses Erfolg haben müssen, was natürlich die letzten Jahre auf jeden Fall gelitten hat und aktuell gerade die Mannschaft das auch bis auf ganz, ganz wenige Spieler gar nicht mehr ausstrahlt. Ähm, Ja, ich hoffe, ich konnte es irgendwie ein bisschen umschreiben, was ich damit verbinde. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut. Das ist wahrscheinlich bei jedem auch anders. Vielleicht ist das für manche auch einfach nur noch ein Werbeslogan. Kann ich auch verstehen, wenn man jetzt noch etwas jünger ist und gerade so die Entwicklung der letzten 5, 6 Jahre gesehen hat, dann weiß ich nicht, ob man mit Mir san mir noch unbedingt so viel verbindet. Das ist natürlich bei mir, der so viel schon erlebt hat, ein bisschen was anderes. Was sind deine Top 5 und Flop 5 der Bayern-Trainer nach persönlicher Sympathie deinerseits, nicht nach Erfolgen im Verein? Das ist relativ schwer, aber ich mache mir mal hier so eine Liste auf. Natürlich habe ich Top 5, es ist klar, da gehört natürlich der Ottmar rein, da gehört der Jupp rein, da gehört natürlich der Kaiser rein, auch wenn es eine kurze Zeit war. Ähm, Da gibt's gar nichts drüber zu diskutieren. Ich fand auch 'n Trapp sehr gut, hat mir sehr gut gefallen, typtechnisch. Ähm, Ansonsten lass mich mal eben durchgucken. Ja, natürlich Louis van Gaal gehört da natürlich auch noch ganz weit mit nach da vorne. Dann haben wir schon 5 zusammen. Ich sehe jetzt auch keinen, wo ich jetzt noch sagen würde, der ist es jetzt unbedingt. Okay, Udo Lattek, ja, fühle ich auch noch. Alles andere ist aber auch dann vor meiner Zeit, so trainertechnisch, ja. Ähm, Flop 5, weiß ich gar nicht, ob ich 5 zusammenkriege. Ich guck mal durch. Ja, wir können, ja, okay. Erich Ribbeck natürlich, ja. Sören Lörby können wir mit reinnehmen. Otto Rehhagel, natürlich Jürgen Klinsmann, gar keine Frage. Ähm, ja, das sind natürlich jetzt auch alles Trainer, die auch Niko Kovac nehme ich noch mit rein, oder? Boah, ich könnte auch einen Hansi Flick nehmen. Also, ja, da geht's jetzt gar nicht um den sportlichen Erfolg, ja. Ähm, aber das waren alles so, weiß ich nicht. Ja, also Otto Rehhagel war natürlich ein guter Trainer, aber habe ich nie gefühlt, dass er zu uns gekommen ist. Ähm, Erich Ribbeck hat gar nichts ausgestrahlt, ja. Sören Lörby, ja, auch ganz schwierig, waren ja auch nur ein paar Monate. Gut, Reinhard Saftig war auch nicht so meins, ja. Also, wir haben schon ein paar, ja, wirklich komische Trainer auch gehabt über die Jahre, ja. Und wo ich das gerade sehe, so, da war so in den 80er Jahre war halt auch wild, was auf der Trainerposition los war. Aber so eine richtige Top 5 Flops, Tops und so weiter habe ich eh nicht. Ja, habe ich bei Spielern nicht, habe ich bei Trainern nicht. Noch für mich Top-Trainer, die mir super sympathisch waren Louis van Gaal, Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes.
mega. Kaiser steht außer allem, meiner Meinung nach. Ja, ja, auch ein Carlo Ancelotti ist natürlich ein super Typ gewesen, aber war auch viel zu kurz bei uns. Und ja, wenn jetzt ein Hansi Flick vermisst, das ist auch nicht so meine Wellenlänge gewesen, auch wenn er den größten möglichen Erfolg hatte. Ja, da tue ich mich schwer, ne, mit diesen Listen, Top 5, Top bla. Ich könnte jetzt auch keine Reihenfolge machen, außer dass ich sagen würde, der Kaiser ist über allen. Ja, das können wir, glaube ich, festhalten. Warst du schon mal auf einem besonderen Auswärtsspiel in der Champions League und wenn ja, welches war es? Nein, ich war noch nicht bei irgendeinem besonderen Auswärtsspiel in der Champions League. Nee, war ich nicht. Ich war schon bei besonderen Auswärtsspielen, das ist aber alles schon ein bisschen länger her, habe ich ja schon mal im Stream erzählt. Früher war ich halt sehr, sehr viel unterwegs, weil ich früher auch noch im Fanclub in Bochum passives Mitglied war, aber da sind wir halt öfter mehr zu Bayern-Spiele gefahren. Wir waren immer so 5, 6 Leute, sind zu vielen Bayern-Spielen gefahren, gerade auswärts, aber auch viel nach München, aber dann auch viel zu Bochum-Spielen zum Beispiel auch, haben die Bochumer unterstützt. Und ansonsten gab es bessere Jahre, schlechtere Jahre, je nachdem, wie viele Tickets man gekriegt hat beim FC Bayern. Mittlerweile gibt es so viele Mitglieder, dass es super schwer ist, Ticket zu kriegen, ja. Früher sah das alles noch anders aus. Da habe ich noch zwischen 5 bis 10 Spiele bekommen pro Jahr, Tickets. Jetzt mittlerweile, ja, dieses Jahr habe ich komplett durchbestellt. Ich habe bisher nur für den Supercup Tickets gekriegt, sonst nur Absagen. Ja, und ich habe für fast jedes Spiel Tickets bestellt am Anfang der Saison. Das ist halt so ein Ding, was so ein bisschen das Problem ist. Ja, ich habe meine besonderen Spiele live im Stadion waren auf jeden Fall DFB-Pokalfinalspiele. Da war ich bei 2, beim wichtigsten war ich leider krank. Das war da, wo wir das Triple geholt hatten. 2013, das konnte ich leider nicht sehen. Das waren so die wichtigen Spiele, ja, weil es um Titel ging. Waren es unbedingt die geilsten Spiele? Ja, 1 auf jeden Fall von den Finals, aber ich habe auch sehr, sehr gute Auswärtsspiele in der Bundesliga gehabt. Ja, ich erinnere mich an Spiele in Bremen, damals noch in Düsseldorf, weiß ich noch, das war so viel, ganz, ganz damals in Uerdingen, das waren auch noch so Spiele, wo es noch Fußball pur war, sag ich mal. Kann man natürlich mit heute nicht mehr vergleichen alles, ja. Aber nein, Champions League auswärts war ich noch nie. Wir hatten mal ein Jahr versucht, irgendwas in England zu bekommen, aber ist natürlich, wie gesagt, ich habe es ja schon in einer anderen Frage gesagt, ich wohne halt über 600 Kilometer entfernt von München. Es ist natürlich sowieso erstmal schwerer, Karten zu bekommen. Und dann noch für irgendwelche Auswärtsspiele in der Champions League. Man müsste da schon wirklich aktiv in irgendeinem Fanclub sein, was ich nicht bin. Ich bin Club 12 Mitglied. Ich bin Mitglied beim FC Bayern und das war's. Das ist, was ich dazu sagen kann. Auch da tue ich mich super schwer zu sagen, so das sind die Top und Flop, wo ich war. Am Ende des Tages gab es ganz, ganz viele Spiele, die alle ihren Charme hatten. Ja. Ich habe einen FC Bayern hier bei uns im Dorf mal live gesehen, weil die hier waren in irgendeiner ersten Pokalrunde. Das hat auch seinen Charme gehabt. Man kann das schlecht sagen. Für mich ist eigentlich immer, jeder Stadionbesuch war für mich irgendwo ein Erlebnis. Ja. Deswegen, aber klar, so die wichtigen sind die Pokalfinalspiele. Da hab ich noch, das war aber auch schon ein bisschen her, aber da habe ich immer Glück gehabt eigentlich, ja. Die habe ich ganz normal über den FC Bayern bezogen. Das hat 3 oder 4 Mal geklappt. Und ja, das waren schon besondere Spiele. Das muss man ganz klar so sagen. Wenn du ein Spiel des FC Bayern nochmal erleben könntest, welches wäre das? Ja, das ist eine super schwierige Frage, mit welcher Bayern-Spiele würde man nochmal erleben wollen. Das müsste man erstmal ein bisschen konkretisieren. Gehen die Spiele genauso aus oder gehen die Spiele vielleicht anders aus? Weil dann könnte man natürlich auch die Drama gegen Manchester zum Beispiel oder gegen Chelsea, Finale der Home und sowas mitnehmen. Natürlich der Champions League Sieg, ja, gegen Borussia Dortmund war natürlich
'n Spiel für mich ein Highlight, die Meisterschaft, die Geraubte, die Schalke 5 Minuten gefeiert hat in Hamburg, werde ich niemals vergessen in meinem Leben. Ähm, aber es gibt auch die ein oder anderen Pokalspiele, auch die ein oder anderen Champions-League-Partien, gerade in den engen Kisten, in K.O.-Spielen gegen Real Madrid und sowas, was ich natürlich, noch mal erleben wollen würde, ja. Ähm, aber auch da, wie gesagt, ich bin einfach nicht dieser Mensch, der das so klipp und klar sagt: „Das, so ist meine Reihenfolge“ oder sowas. Für mich sind das alles Erlebnisse und alles war schön. Die Niederlagen, die wehtaten, haben einen natürlich auch in 'ner gewissen Weise geprägt. Nicht nur die Spieler, nicht nur den Verein, auch uns Fans, denke ich. Ähm, und von daher ist das auch wie bei den anderen Sachen. Ich kann euch da keine Top 3, Top 5 oder irgend 'ne Auflistung geben. Also, wie gesagt, das Champions League-Finale gegen Dortmund ist natürlich eine Sache, die man noch mal erleben wollen würde und natürlich gerade die Meisterschaft in Hamburg, ja. War natürlich eine Sache so in der etwas jüngeren Vergangenheit. Natürlich, wenn wir noch weiter zurückgehen, gibt es auch ganz viele Sachen. Aber ja, das sind auch so viele Sachen, die alle aufzuzählen, würde auch hier den Rahmen sprengen. Was war sowohl dein schönster Sieg des FC Bayern als auch deine schlimmste Niederlage? Ja, der schönste Sieg, die schlimmste Niederlage, das ist natürlich, auch wieder nicht so einfach zu beantworten. Schönsten Siege haben wir vorhin schon mal so ein bisschen gehabt. Natürlich das Champions League-Finale gegen Dortmund. Natürlich Pokalsieg, kann ich mich dran erinnern, gegen Dortmund, wo ich live im Stadion war. Ähm, natürlich noch mal die Meisterschaft in Hamburg, wird man nie vergessen. Aber es gibt auch einfach Spiele, wo ich im Stadion war, die einfach für mich was Besonderes waren, ja, was jetzt gar nicht so das super Titelspiel war oder sonst was. Und genauso ist es mit Niederlagen. Natürlich gibt's wir müssen nicht darüber reden, Manchester United, das Finale der Home Chelsea. Natürlich sind das Niederlagen, die dich prägen, die wehtun, aber auch die eine oder andere Schmach mal gegen Dortmund, die dir gerade ich, wenn man aus der Nähe von Dortmund kommt, wo man noch mal ein bisschen anders leidet dann. Ähm, aber auch da gibt es super persönliche Sachen, wo man einfach im Stadion war und damit einfach was verbindet, ja. Wie gesagt, ich kann euch das leider nicht liefern mit diesen Ranglisten oder sagen, das ist so das Wichtigste oder das ist das Wichtigste. Das kann ich euch leider nicht bieten. Hast du einen Lieblingsspieler beim FC Bayern, egal aus welcher Generation? Nein, nein. Das habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt. Ich kann das nicht festmachen, ja. Natürlich gibt's, brauchen wir gar nicht drum rumreden, die großen 3, die für mich, der Kaiser, der Gerd und der Sepp sind. Natürlich, es gibt für mich aus jeder Generation einfach Spieler, die ich super gemocht habe, die ich aber da gehen wir in die Hunderte und mehr an Spieler, Leute, ja. 'N Klaus Augenthaler war für mich ein absolutes Vorbild zu seiner Zeit. Ich fand auch 'n Hansi Flügler, Roland Grahammer so, weil das war so meine Jugend, da habe ich selber Fußball gespielt in der Defensive, da fand ich eher so die defensiven Spieler ein bisschen geiler. Ich fand aber auch so Spieler, die sich vielleicht nicht ganz durchgesetzt haben. Bei uns so Brian Laudrup fand ich 'n Riesenfußballer zum Beispiel, ja, um mal ein bisschen was Unbekannteres zu erzählen. Aber du kannst durchgehen, Alter. Mir fallen so viele Namen ein. Lothar Matthäus, Stefan Effenberg, Marc van Bommel, diese ganzen Leader-Typen, die ganzen Stürmer, die wir bei uns hatten, gerade auch dann in der Zeit und trotzdem hat sich 'n Roland Wohlfahrt immer wieder durchgesetzt. Die Torhüter-Generation, Alter, Jean-Marie Favre, Raimund Aumann, Legenden. Oliver Kahn, ja, wir brauchen's. Ach, Leute, nein, geht nicht. Ja, über allen thront der Kaiser. So, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Wenn ich wirklich einen nennen sollte, dann Kaiser Franz Beckenbauer. So. Aber es gibt so viele Spielerpersönlichkeiten beim FC Bayern, die allein nur ich miterlebt habe. Ich habe ja auch viele gar nicht erst miterlebt so richtig, ja. Ähm, boah, mir fallen so viele Namen ein und ich würde gerade so viele Namen vergessen. Ich müsste mir echt die einzelnen Mannschaften der Jahre durchgucken, aber es gibt wenig Spieler, wo ich sage, mit denen verbinde ich irgendwie gar nichts. Ja, ja. Ich hoffe, die Antwort reicht. Ansonsten können wir da gerne in irgendeinem Stream mal zusammen drüber philosophieren, ja. Welchen Spieler oder Trainer hättest du gerne bei Bayern gesehen? Oh ja, das ist auch eine schwierige Frage.
Die kann ich auch nicht beantworten, so wirklich richtig. Ich so ein bisschen in die Vergangenheit gehe. Natürlich wäre es schön gewesen, mal so einen Fußballer wie Messi bei uns im Verein zu sehen, aber aus finanzieller Sicht oder sowas völlig utopisch, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, aber das ist nur einer, ja. Ich hätte mir auch sehr gut 'n Zidane, geben können. Habe ich geliebt als Fußballer. Da gibt es auch so viele Spieler, die einfach überragend waren und die wahrscheinlich auch vom Charakter zum FC Bayern gepasst hätten. Ähm, trainermäßig, boah, ja, 'n Klopp, bevor er in Dortmund war. Ne, auch super schwierig, Leute. Ja, wie ihr schon gemerkt habt, ich bin nicht dieser beste Listenersteller. Das ist das Beste, das ist das Schlechteste. Da tue ich mich super schwer drin. Auch da, wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt, ich habe so viel mitgemacht in meinem Leben, was Fußball bei mir hat Fußball immer eine Rolle gespielt, ja, seitdem ich 5, 6 Jahre bin und denken kann. Ähm, das sind halt schon 40 Jahre, die ich da erlebt habe. Das sind halt ganz, ganz viele Spieler, Trainer, die einen da in den Kopf steigen. Wie viel Bayern-Trikots besitzt du und welches ist dein Favorit? Gut, ich habe gerade extra nachgezählt, bevor ich dieses Video gemacht habe. Ich habe 22 Bayern-Trikots aktuell. Mein Favorit ist ganz klar mein erstes Bayern-Trikot, was so groß ist. Was einfach rot ist, Langarm, Adidas mit Commodore drauf vorne. Das ist mein absolutes Lieblingstrikot, weil ich damit einfach eine Zeit verbinde, aus meiner Jugend, die einfach für mich persönlich der FC Bayern einfach einen super starken Stellenwert hatte. Ähm, ansonsten, Leute, ich müsste die Trikots durchgehen. Ich finde sehr, sehr viele Trikots davon geil. Manche sind so hässlich, dass sie schon wieder geil sind. Manche sind so wahnsinnig schön. Ähm, ansonsten, weil die Frage auch noch im Stream kam, ich habe dazu noch so roundabout 10 Poloshirts vom FC Bayern. Ich habe grob geschätzt, ich habe nicht gezählt, 20 bis 25 Shirts, T-Shirts vom FC Bayern. Ich habe 3 oder 4 Sweatjacken vom FC Bayern. Ich habe 2 oder 3 Pullis vom FC Bayern. Ich habe Trainingsshirts vom FC Bayern, 3 oder 4. Ja, also ich bin schon, was das anbelangt, sehr gut ausgestattet. Man kann mir also nicht vorwerfen, dass ich den Verein nicht unterstütze. Liegt aber auch daran, dass ich zu den Geburtstagen und so von meiner Familie eigentlich immer irgendwas vom FC Bayern geschenkt bekomme. Das spielt da natürlich auch mit rein. Da hat sich natürlich dann einfach ein bisschen was angesammelt über die Jahre. Ja, das dazu, Leute. Bist du Mitglied eines Fanclubs? Wenn nein, wieso nicht? Ja, ich bin Mitglied eines Fanclubs, Club Nummer 12. Ist jetzt nicht so ein richtiger Fanclub, ja. Des Weiteren bin ich halt Mitglied beim FC Bayern München. Das war es. Ich bin kein Fanclub-Mitglied. Ich war noch nie in Fanclub-Mitglied. Ich war Teil des einen oder anderen Fanclubs mal 1, 2 Jahre durch Kumpels oder so, war aber nie da Mitglied. Ähm, habe natürlich dann die Vorteile genossen, dass man zu vielen Spielen fahren konnte und so weiter und so fort. Aber nein, ich bin in keinem Fanclub aktuell. Ähm, warum? Weil es auch irgendwo eine Verpflichtung ist. Ja. Natürlich mag ich andere Menschen, gerade wenn's FC Bayern-Fans sind. Ich kann aber auch mit vielen FC Bayern-Fans nichts anfangen. So, das brauche ich auch nicht verleugnen oder sowas. Ihr seht selber in den Kommentare, es gibt ganz, ganz viele Bayern-Fans, die einfach nicht so weit. Vielleicht hat es mit dem Alter zu tun, aber wir haben auch festgestellt, wir haben auch einige Junge hier, die das ähnlich sehen. Weiß ich nicht, möchte auch keinen auf den Schlips treten oder so oder irgendjemand als Erfolgsfan bezeichnen oder so, aber für viele Fanclubs, wir haben das letztens auch in den Kommentare gehabt, viele Fanclubs fahren zum Fußball, um sich zuzuballern. Ne? So, machen wir uns nichts vor. Habe ich früher, wo ich jung war, auch getan. Habe ich mir auch mal ordentlich einen weggeschossen beim Fußball. Gar keine Frage. Ich will mich da gar nicht rausnehmen. Aber das ist einfach nicht mehr meins. Ja? Ich muss nicht irgendwie 10 Stunden mit dem Bus fahren und da sind dann 20 besoffene Idioten drinne. Nee, da hätte ich keinen Bock drauf. Na klar kann man, wenn man sowas macht, sich 1, 2, 3, 4 Bierchen zischen, gerade wenn man 10 Stunden fährt oder sowas.
aber die Leute schießen sich ja teilweise ab und dann stehen sie im Stadion völlig besoffen und nee, das ist nicht meine Welt, Leute. Da kann ich nicht, nee. Das ist der Grund, warum ich in keinem Fanclub bin, ja. Und natürlich auch der Zeitfaktor, ähm, natürlich dann irgendwo auch diese Verpflichtungen, die man vielleicht hat oder die ich dann zumindestens hätte irgendwo. Ich bin im Club Nummer 12 einfach nur aus dem Grund, ich bin da kein aktives Mitglied, weil ich viel zu weit weg wohne. Ich bin da einfach in diesem Fanclub drinne, weil man mit den paar Euros, die man da zahlt als Jahresmitglied, einfach die Kurve unterstützt, ja. Durch irgendwelche Choreos, die geplant werden oder sonst was. Ja, deswegen bin ich im Club Nummer 12, um die Jungs da ein bisschen zu unterstützen. Aber ansonsten, nee, ich bin in keinem Fanclub. Es gibt ein paar Fanclubs hier in meiner Nähe, ja. Ich glaube, in Lippstadt gibt's einen. Es gibt so einen halben Fanclub auch in Hamm. Ja, aber ich kann es nicht so genau beschreiben. Es ist einfach nicht meine Welt. Wie gesagt, mich dann irgendwie einmal im Monat im Bus zu hocken, mir 10 Stunden die Birne zuzuballern. Ich habe einfach nicht diesen Drang zu sagen, ich muss mir mein Leben schön saufen oder sowas, ja. Oder ich muss zum Fußball fahren und mich unbedingt wie ein Assi verhalten. Ja, das habe ich gehabt, diese Phase. Leute, gar keine Frage, die habe ich gehabt, die habe ich richtig hardcore gehabt, ja. Möchte ich gar nicht abstreiten, aber das ist auch schon ein paar Jahrzehnte her. Ne? Und ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich will auch gar keinen Fanclubs irgendwie was Böses oder irgendwie sagen, dass das überall so ist. Vielleicht gibt es auch Fanclubs, wo das nicht so ist, ja, wo es gesittet zugeht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, es ist natürlich schade, dass man so nicht an Tickets kommt, wie ich das handhabe, oder relativ schwer, weil ich kann natürlich nicht sagen, so, ich gucke jetzt mal auf den zweiten Markt, oh ja, morgen, Samstag ist alles gut, könnte ich 2 Tickets kaufen, lass uns nach München fahren. Nee, ich fahre 10 Stunden nach München. Ja, und ich habe ein E-Auto, was 150 Kilometer schafft. So, das bedeutet, ich müsste mir erstmal ein Auto leihen, oder müsste mit dem Zug fahren, müsste ein Hotel buchen und das ist halt alles nicht mal eben so. Ja, für auswärts bestelle ich immer für jedes Spiel Karten. Ja, ich habe dieses Jahr noch nicht einmal Karten bekommen. Des Weiteren komme ich mit dieser Fanclub-Kultur in der Südkurve nicht klar. Das ist auch nochmal so ein Thema. Wenn ich da diese ganzen Fanclubs sehe, die da rumstehen und einfach nur die Fresse halten, dann nee, kann ich nicht, Leute. Kann ich nicht. Ich könnte mich nicht in so einen Fanclub setzen, wo dann irgendwelche Leute ins Stadion fahren, mit mir in einem Bus, die sich die Hucke vollsaufen, dann in der Kurve stehen und die Fresse halten. Dann würde ich abdrehen, Leute. Dann würde ich die zusammenpfeifen in diesem Fanclub. Ja, deswegen würde das einfach nicht funktionieren. Ja, ich kann das nicht guten Gewissens sagen, so, ich gehe jetzt in irgendeinen Fanclub rein, wo dann so eine Art Bayern-Fans sind. Da komme ich nicht mit klar. Ja, für mich ist es halt nichts, wenn ich zum Bayern-Spiel fahre, zu sagen, komm, ich fahre da jetzt hin, um mir einen reinzudübeln, um mein Leben zu vergessen, um mich zu benehmen wie der letzte Assi. Nee, wenn ich ins Stadion fahre, klar trinkt man dann auch mal ein Bierchen oder sowas, ja. Ähm, aber man fährt dahin, um den Fußball zu sehen, beziehungsweise in erster Linie dann die Mannschaft zu unterstützen. Ja. Ähm, das ist schwer. Das ist schwer. Deswegen bin ich in keinem Fanclub. Nochmal, vielleicht gibt's den Fanclub da draußen, der da ähnlich tickt. Keine Ahnung, wenn dem so ist und das jemand sieht, meldet euch gerne bei mir. Kein Problem. Verfolgst du noch anderen Fußball, also zum Beispiel zweite Liga, Liga anderer Länder oder ähnliches? Wenn ja, was? Aktuell verfolge ich eigentlich nichts so richtig, ja. Früher, was heißt früher, gehen wir mal, ich würde sagen, 5 Jahre vielleicht zurück. Da habe ich wirklich noch alles geschaut. Ja, da habe ich unser Spiel natürlich geguckt, habe mir sonst noch das Topspiel reingeballert, habe natürlich die Konferenz reingeballert, habe zweite Liga geschaut. Sämtliche DFB-Pokal, sämtliche Champions League-Spiele, also nicht nur unsere, habe ich dann schon alles verfolgt, gerade dann auch die deutschen Mannschaften international. Ich habe die Zeit dazu nicht mehr, Leute. Ja, ich habe die Zeit dazu nicht und möchte mir die Zeit dafür auch nicht nehmen. Ja, das wäre
man wird ja mittlerweile totgeschmissen mit Fußball im Fernsehen. Du kannst ja jeden Tag Fußball gucken, irgendwelche Live-Spiele. Natürlich ist die englische Liga, die italienische Liga. Ganz, ganz früher war für mich die italienische Liga noch sehr interessant. Du kannst ja heutzutage fast alles gucken und das durchgehend. Also da hätte ich gar keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Also mittlerweile ist es so, ich schaue die Bayern-Spiele, ja. Ich schaue die Bayern-Spiele. Ansonsten diese Saison habe ich 2, 3 Bundesligaspiele gesehen, wo ich dachte, ich sehe guten Fußball, was dann auch passiert ist, wie zum Beispiel Leverkusen gegen Stuttgart. Ich habe die ersten 4 Spiele von Union in der Champions League geschaut, war sehr interessant. Ich gucke ab und wann beim Bochum-Spiel. Ansonsten ab und wann mal eine Zweitliga-Konferenz, wenn man gerade am Essen ist oder sowas. Das passiert auch mal. Aber dass ich jetzt wirklich aktiv regelmäßig noch irgendeinen anderen Verein oder Wettbewerb verfolge, nein. Natürlich, je nachdem, welche Mannschaften im Champions League Halbfinale sind, Finale, guckt man sich das noch an oder auch so mal so ein Europapokalfinale. Natürlich kommt aber auch immer drauf an, ja, wann das dann ist, wie meine Zeit ist. Ich habe halt noch andere Hobbys neben dem Fußball und von daher ist es mittlerweile wirklich so, der FC Bayern ist meine Welt, ja. Und ich sehe relativ wenig über den Tellerrand hinaus, was Fußball betrifft. Wie gesagt, so ein bisschen Union durch meinen Schwager, der ist Unioner. Ich war auch mal bei 2, 3 Unionsspielen mit dem Stadion und sowas. Habe ich also so ein bisschen Sympathien. Bochum habe ich so ein bisschen Sympathien. Aber so wirklich aktiv ist das natürlich jetzt auch nicht. Ja. Da fehlt einfach die Zeit. Das muss man so klar sagen. Hast du selber mal Fußball gespielt? Ja, na klar, habe ich selber mal Fußball gespielt. Und zwar angefangen habe ich in der D-Jugend, also ein bisschen später. D ist doch vor C, oder? Ja, D- und C-Jugend habe ich auf jeden Fall bei einem und denselben Verein gespielt, 4 Jahre. Danach bin ich Richtung Tischtennis gewechselt und Tennis. Habe generell alles, was so Ballsportart war, in meiner Jugend viel gemacht. Aber dann habe ich aktiv Tischtennis im Verein gespielt, auch relativ erfolgreich. Es waren ein paar schöne Jahre. Und dann bin ich in die Herrenmannschaft nochmal in einen anderen Verein zurückgegangen. Höher wie Bezirksliga habe ich fußballtechnisch nie gespielt. Keine Ahnung, ob Talent da war für ein bisschen mehr, sehr wahrscheinlich, wie bei ganz, ganz vielen Leuten. Aber natürlich niemals, um irgendwie hochklassisch zu spielen oder sowas. Aber man hat entwickelt dann in seiner Jugend ja einfach auch andere Interessen. Bei mir war es dann mehr das Zocken, auch so C64, Amiga und so eine Sachen. Und da war Fußball dann irgendwann wieder ein bisschen weniger präsent. Allerdings haben wir, muss ich mal eben überlegen, bis Mitte 30 oder so haben wir eigentlich immer regelmäßig jedes Wochenende Fußball gespielt. Ja. Wir waren genug Kumpels, wir waren eine große Clique, wir haben immer im Park gekickt, dann auch gegen irgendwelche anderen Leute, die da waren. Also gekickt haben wir immer irgendwie. Ich habe auch noch 1,5 Jahre in der Hobbymannschaft gespielt, so auf Kleinfeldturnieren. Meine Position in der Jugend und auch in der Herren war Vorstopper. Ja, das gab es zu der Zeit noch. Später dann Innenverteidiger, defensives Mittelfeld. War aber dann auch schon so die Daniela, ja, Daniel van Beuten-Typ, wenn es dann mal sein musste, dann, ich habe ein ganz gutes Kopfballspiel gehabt, konnte mich ganz durchsetzen natürlich, dann ging es auch mal in den Schlussminuten ab in den Sturm. In der Hobbymannschaft war ich dann sehr passabler Torwart, ja, habe ich halt auch viel im Tor gespielt. Ja, das ist so meine Fußballerkarriere. Jetzt nichts irgendwie auf hohem Niveau oder sonst was, ja, aber natürlich hat mich der Fußball von meiner Jugend an begleitet und natürlich, ja, sonst würde ich hier nicht sitzen, wenn ich nicht irgendwie Fußball interessiert wäre. Ne? Hast du einen Trainerschein? Nein, einen Trainerschein habe ich nicht. Habe ich auch nicht vor zu machen, beziehungsweise könnte ich es mir gerade nicht vorstellen. Ja, es gab früher mal eine Zeit, wo ich mir das vorstellen konnte, war dann irgendwie nicht der richtige Verein, bin dann da auch nicht irgendwie reingerutscht oder sonst was, wie man es manchmal hat. Vorstellen könnte ich es mir schon, ja, hätte ich Spaß dran, mit Sicherheit. Könnte ich mir sogar sehr gut vorstellen. Aber da jetzt noch irgendwie aktiv zu werden und da müsste man ja auch erstmal ein Vereinsleben haben und dann ist ja meistens so, dass man dann in seinen Jugendverein da erste Berührungspunkte hat und sowas. Ist wahrscheinlich schwer, ja, und natürlich der Zeitfaktor und die Interessen, die gerade halt auch einfach
das Hauptaugenmerk auf andere Dinge liegen, ist es eher unwahrscheinlich. Es war ja mal im Stream so die Geschichte so von wegen Hobbymannschaft, da den Trainer machen. Ja, hätte ich natürlich gar kein Problem mit. Ähm, aber ja, auch da ist der Zeitfaktor halt so das Thema, ne? Habe ich schon ein bisschen Erfahrung damit? Ja, habe ich schon, ja, aber jetzt nicht auf Vereinsebene halt. Ähm, ja, aber 'n Trainerschein habe ich natürlich nicht und ja, ist auch nicht, irgendwie absehbar gerade. Ja. Gut, das dazu, Leute. Welche Filme, Serien und auch Bücher haben dich besonders begeistert? Das ist auch genau, da sind wir wieder bei derselben Sache, wie wir es vorhin schon hatten mit den Trainern. Ich bin halt nicht dieser Rank-Typ, ja. Serien Serien gibt es so viele gute, die mich richtig begeistert haben. Ja, natürlich, weil ich's grade aktuell wieder gucke, Stargate gehört da natürlich ganz weit mit nach vorne, aber Vikings genauso. Ähm, ja, auch Game of Thrones, die ersten Staffeln waren geil. Es wird mit Sicherheit auch ganz viele Serien geben, die ich vergesse. 24 war zu seiner Zeit eine überragende Serie. Akte X, ja, sollte klar sein. Mal ein bisschen was Schnulzigeres. Dawson's Creek, ja, eine Megaserie meiner Meinung nach gewesen zu der Zeit. Ähm, boah, und es gibt so viele Serien, gerade auch alte Serien. Neuere Serien natürlich The Walking Dead. Ja, also da müssen wir gar nicht drum herum reden. Auch Fear the Walking Dead und so weiter. Ach, es ist super schwer für mich, so Serien. Ja, ich hab sehr viel Criminal Minds geguckt. CSI fand ich auch alle ganz geil, außer CSI Miami. Hier, die Brillen Johnny, bin ich nie so mit warm geworden. Bones habe ich damals geguckt, fand ich richtig gut. Ganz, ganz viele Deadbeat, wer das kennt, mal ein bisschen was Nischigeres. Ähm, ich habe früher sehr viele Serien geguckt. Mittlerweile gucke ich halt ganz, ganz selten. Ich gucke abends so eine Folge vielleicht oder zwei, mal Stargate oder so. Ansonsten so neuere Serien, ja, Reacher war ganz cool, die erste, die zweite Staffel fand ich jetzt zum Beispiel nicht mehr so geil. Auch da gibt es ganz, ganz viele Sachen, ja, auch da tue ich mich super schwer, da zu sagen, so, das ist jetzt so die Top-Serie, ja. Aber Stargate gehört für mich schon da weit mit nach vorne, aber das ist natürlich auch so, jedes Genre hat so eine Serie oder zwei, drei, die gut sind. Filme ist noch schwieriger. Filme könnte ich 20 aufzählen, Minimum. Ja, ganz weit vorne natürlich Herr der Ringe für mich. Also da gibt's nichts dran zu deuteln. Ja, es ist für mich einfach, gucke ich einmal im Jahr alle Teile in der SE Edition, ist für mich Pflicht, mag ich, ist genau mein Ding. Ähm, ansonsten filmtechnisch Alto Belly. Ja, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Wo soll ich anfangen? Bei Pulp Fiction über S bis hin zu, ach, weiß ich nicht, irgendwelche Komödiengeschichten. Mir fällt der Name natürlich gerade nicht ein, wie immer, weil ich so mit Namen habe. Ähm, ja, Filme ohne Ende, ja. Früher war ich auch der Typ hier DVD und Blu-ray sammeln und so ein Scheiß, also so Sammelboxen und so ein Gedöns. Habe ich auch alles mal gehabt, so diese Phasen. Ähm, bin da sehr gut drinne, gerade aber auch so die Klassiker an Filmen, ja. Also Kultfilme, Braveheart, brauchen wir, der Patriot zum Beispiel, Mel Gibson, Alter. Zum Beispiel Serie nochmal Lethal Weapon, super geile Serie gewesen, super gut umgesetzt. Filme dasselbe, Lethal Weapon, ja, da gibt's so viele Bad Boys und so weiter. Action ist schon so meine Richtung, aber gerade halt auch so diese Eposse, ja, Troja auch ein Megafilm. Ähm, da gibt es Hunderte. Ohne Scheiß, ich würde locker auf 100 Filme kommen. Ja, wenn ich einfach mal ein bisschen die Zeit hätte, nachdenken würde, aber jetzt sozusagen, so, das ist der Film schlechthin. Donnie Darko zum Beispiel, ja, auch so eher so ein bisschen was Nischigeres. Aber auch The Stand, ja, Stephen King generell die Filme. Da gibt es so viel, Leute. Ich kann mich da nicht festlegen und sagen, so, das ist das Nonplusultra. Für mich ist schon Herr der Ringe, ja, ist schon so auf dem Thron, ja. Aber danach sind ganz, ganz viele Filme auf einer Ebene, ja, die ich feiere und fühle. Also,
ist super schwer. Was hatten wir sonst noch? Bücher. Ich bin leider nicht der Bücherwurm. Ja, früher in der Kindheit war das anders. Da habe ich habe ich letztens noch gefunden, die Bücher. Karl May habe ich gelesen. So in der Jugendzeit habe ich S gelesen und solche Geschichten. Das letzte, was ich im Erwachsenenalter gelesen habe, war der Hobbit. Davor habe ich Herr der Ringe gelesen. Ich habe mir das Buch von JP gekauft. Das habe ich noch niemals gelesen, habe ich noch niemals angefangen. Das liegt auch schon irgendwie 1,5 Jahre rum. Ich habe halt einfach gar nicht die Zeit, irgendwie groß zu lesen. Ich bin halt auch nicht der Typ, der sich irgendwie eine Woche am Strand packt im Urlaub und dann da irgendwie ein Buch durchliest oder sowas. Von daher kommt das leider ein bisschen zu kurz, bin ich ehrlich, ja, gerade durch diese ganze Internetgeschichte oder dass man auch viel jetzt im Internet recherchiert und sowas, kommt das ein bisschen zu kurz mit den Büchern lesen, ja. Da bin ich schon eher so der sich mal einen Podcast reingönnt, ja. Ja, das ist, was ich dazu sagen kann. Auch da ist es super schwierig zu sagen, so, das ist jetzt das Nonplusultra, ja. Da müssten wir echt mal spezifisch in einzelne Sparten reingehen, was Action, was Komödie und so weiter anbelangt, dann könnte ich da natürlich ein bisschen was zu sagen. Aber Komödien, zum Beispiel, jetzt fällt mir der Name wieder ein, Oldschool, für mich die beste Komödie, die gedreht wurde. Ja, wer den Film nicht kennt, zieht euch den rein. Frank the Tank ist Pflichtprogramm. Kindsköpfe 2, glaube ich, war auch richtig geil. Generell, wie heißt er? Jim Carrey-Filme, ja, mega gut. Ja, ganz früher auch Nackte Kanone, was so richtige Dummfix, Spaceballs, so was Komödien angeht. Ich liebe Komödien, ja. Natürlich aber auch diese ganzen Eposse, Matrix und so weiter, ist alles auch mein Ding. Ja, so Science Fiction fahre ich voll drauf ab. Komödien ist mein Ding, aber dann auch so gute Abenteuerfilme und so weiter. Noch eine gute Serie hier, die Piratenserie. Wie hieß sie? Fällt mir der Name nicht ein. Komme ich jetzt gerade nicht drauf. War auch mega, ja. Also, wie gesagt, super schwierig da so zu sagen, das sind meine Top und Flop oder Flops. Super schwer, Leute. Gibt einfach mittlerweile so viel und ich bin so ein alter Sack, dass ich nicht sagen kann, ich habe so viel gesehen in meinem Leben, dass ich jetzt sagen kann, so, das sind die 3 geilen Sachen, so, weil ich noch nicht so viel gesehen habe im Leben. Das ist halt leider ein bisschen schwer, das genauer zu beantworten. Was sind deine Hobbys und Interessen? Ja, neben dem Fußball sind natürlich meine Hobbys und Interessen ganz klar das Zocken. Ja, auch wenn ich schon ein Boomer bin, bin ich, was das Zocken anbelangt, immer noch ein Teenie. Ich bin ja auch mit Zocken auf YouTube gekommen. Ja, das war so mein Metier. Das ist es immer noch. Ich habe verschiedene YouTube-Kanäle, wenn es interessiert, den Zagos-Kanal, wo mal mehr, mal weniger passiert. 7 Days-Kanal, wo ich 7 Days to Die spiele. Mein Herr der Ringe Online-Kanal, wo ich Tutorials mache und auch mal den einen oder anderen Herr der Ringe Online-Stream. Aber natürlich auch da ist der Zeitfaktor da. Das ist auch alles ein bisschen weniger geworden. Aber ja, Zocken ist so das Hobby, was ich habe. Dazu dann, was darauf halt aufbaut, ja. Ich habe einen eigenen Rust-Server. Ich erstelle selber Mods für 7 Days to Die. Ich bin halt ITler, bin da ein bisschen affin, beschäftige mich mit solchen Sachen. Habe ich super viel Spaß dran. Ich habe auch super viel Spaß dran, daran Videos zu schneiden und so weiter, wenn ich die Zeit dafür habe. Ja, das Technische und so ein bisschen Programmieren und sowas, das ist irgendwo das Hobby mit dem Zocken zusammen. Ja. Neben dem Fußball natürlich. Ja, und aktuell bin ich auch wieder in diese Klemmbaustein-Welt drinne. Aber jetzt nicht so mit Lego. Ich bin jetzt gerade dabei, Blue Bricks, kommt gerade eine Stargate-Sammlung quasi raus. Ja, viele verschiedene Sets kommen da raus. Die werde ich mir auf jeden Fall gönnen und werde mir die schön zusammenbauen und hinstellen. So, solche Geschichten gibt's halt auch noch, ne? Ja, Leute, das war das Q&A mit den Standardfragen aus den Streams oder aus den Kommentaren, die ich immer wieder gestellt kriege und ein paar speziellen Fragen, die ihr stellen konntet im Feedback-Video. Ja, ich hoffe, damit ist alles beantwortet. Jetzt zum Ende werde ich noch mal ein paar Minütchen ein bisschen was zu meiner Person erzählen, welche Art Typ ich bin. Ja, für den einen oder anderen, den das vielleicht interessiert. Ich bin der Typ Mensch, der sagt, was er denkt, der gerade beim Fußball schon sehr emotional werden kann.
der dann leider auch mal beleidigend wird, obwohl ich das schon besser in dem Griff habe und daran auch weiter arbeite. Ansonsten bin ich der straighte Typ. Ja, bin ich immer gewesen, nicht nur auf dem Fußball, sondern auch im Privatleben. Ich bin kein Mensch, der mit seiner Meinung unbedingt hinterm Berg hält. Ähm, Ich bin 'n meinungsstarker Mensch, der seine Meinung dann auch vertreten kann, der auch darüber diskutieren kann. Ähm, Ich bin kein Mensch, dem irgendwie Beleidigungen, negative Kommentare oder sowas irgendwie verletzen oder irgendwie, ja, wie soll ich das sagen, worüber man sich Gedanken macht oder sowas. Das habe ich nicht. Ja, das ist mir am Ende des Tages scheißegal. Ja, das muss ich leider mal so klipp und deutlich sagen. Ähm, Ich habe 'n paar Triggerpunkte, ja, das haben wir auch schon im Stream, festgestellt, welche das sind. Ähm, Ich verstehe viele Kommentare nicht. Oder was heißt viele Kommentare? So viele, Ballerbieren-Kommentare habe ich gar nicht hier, ja. Das müssen wir auch mal ganz klar sagen. Aber ich verstehe immer nicht, vielleicht da mal ein Thema da aufzugreifen. Ähm, Ich bin der Dude, der sich hier hinsetzt nach 'm Bayern-Spiel und seine Meinung kundtut, ja? Ich sage, wie ich das Spiel gesehen habe. Ich benote die Spieler, wie ich sie gesehen habe. Ähm Ich sage meine Meinung zu dem, was im Verein falsch läuft. Ich habe meine Meinung zum Katar-Sponsoring gesagt. Ich sage meine Meinung zu den Fanprotesten. Alles, was unseren Verein betrifft, habe ich eine Meinung zu, die erzähle ich. Ja? Ähm, Ich setze mich aber nicht hier hin und sage: „Du, genau du da am Bildschirm, der mir gerade zuguckt. Die Meinung, die ich sage, die hast du auch zu haben. Ja? Du musst mir zustimmen. Was ich sage, ist Gesetz und das hast du zu akzeptieren.“ Nein, Leute, das ist nicht meine Intention, ja? Wenn ihr da auf der anderen Seite sitzt und sagt: „Boah, ich habe den Gnabry aber gesehen, das war für mich 'ne 2 und ich habe dem 'ne 5 gegeben.“ Leute, dann ist das für mich völlig fein. Ich fühle mich dadurch nicht angegriffen, ja? Aber genauso wenig, solltet ihr euch dadurch angegriffen fühlen, ja? Oder wenn ich eine ganz andere Meinung zum Tuchel habe oder zum Kimmich, dann immer gleich jemanden vorzuwerfen: „Ja, das ist Bashing, du bist so kritisch, du bist so negativ.“ Ähm, Alles fein, Leute, ja? Ihr müsst euch nicht durch meine Meinung angegriffen fühlen. Ganz viele fühlen sich auch angegriffen persönlich, dass ich, die und die Meinung zum Thema habe, ja? Fühlen sich dann persönlich angegriffen und werden dann beleidigend oder sonst was in den Kommentare, ja? Das sind Sachen, die ich einfach nicht nachvollziehen kann, Leute. Aber gut, so ist das wahrscheinlich heute einfach in der heutigen Zeit und mit dem ganzen Social Media Mist. Ähm, Das wollte ich einfach nur mal klarstellen. Also, ich sitze hier nicht und mache dieses Video oder diese Videos, um zu sagen: „Das ist meine Meinung und ihr alle da draußen müsst das ganz genauso sehen.“ Nein, ganz im Gegenteil. Leute, ihr sollt alle eine eigene Meinung haben, ja? Das ist nur meine Meinung in diesem Moment, die ich dann habe. Und die teile ich, ja? Und der eine oder andere sieht das so, der eine oder andere sieht das anders. Ja, wir diskutieren auch im Stream, einige Sachen. Da sind auch ganz viele, die dann pro Tuchel sind. Dann kommen vielleicht auch ein paar Argumente, die ich mir anhöre, wo ich dann vielleicht auch mal überlege: „Ja, ist das irgendwas, was meine Meinung jetzt verändern würde oder nicht?“ Ähm, aber ihr müsst nicht versuchen, mich von eurer Meinung zu überzeugen, weil ich das auch nicht bei euch versuche, ne? So, das ist meine Meinung. Ihr guckt ihr guckt das Video nicht, ihr findet die Meinung gut, ihr findet die Meinung scheiße. Das ist völlig legitim, das ist völlig okay. Ich will euch von nichts bekehren, überzeugen, missionieren oder sonst was. Und genau das ist das, was ich von euch auch verlange. Ja, ihr könnt kritisch sein, ihr könnt sagen, das ist langweilig, das ist zu kritisch. Das könnt ihr alles in die Kommentare schreiben. Aber sobald ihr anfangt, mich versuchen zu wollen, mir eure Meinung aufzuzwingen als so: „Das ist genau so ist das, weil derjenige, der den Kommentar schreibt, das sagt, muss ich das auch so sehen.“ Nein, muss ich nicht, ja? Genauso wie ihr das nicht so sehen müsst wie ich, ja? Das wollte ich nur noch mal klargestellt haben, weil das auch oft 'n Thema ist, dass viele Leute das einfach in den falschen Hals kriegen oder falsch verstehen. Ich meine, am Ende des Tages ist mir das egal, ja? Wenn da Leute irgendwie ausfällig werden, blende ich sie aus, habe ich ja schon gesagt. Aber ich wollte das einfach noch mal sagen, ja, weil's mir wichtig ist und das dann hier auch in 'nem Video festgehalten ist. Noch mal, ansonsten bin ich einfach irgend 'n Dude, der hier hockt, ja, der seine Meinung zum Verein sagt, der ihm super viel bedeutet und am Herzen liegt.
Und das ist alles. Ja. In diesem Sinne, Leute, vielen lieben Dank, dass ihr hier durch das Video reingezogen habt. Rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund. An dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank für euren wahnsinnigen Support, ob es Kanalmitglieder hier auf YouTube sind, Abos oder Twitch Prime Abos auf Twitch oder irgendwie auf Ko-Fi eine Unterstützung oder hier auf YouTube ein Super oder sowas. Vielen lieben Dank dafür, Leute. Rot-weiße Grüße. Tschüssi.